6 Uhr früh bei der Bäcko, der Genossenschaft für das Bäckerhandwerk in Taufkirchen. Heute ist ein aufregender Tag für Martin Albert. Und Martin, nervös? Ja, schon. Wie hast du gelaufen? Nicht so besonders, war oft wach zwischendrin. Martin Albert ist Bäckerlehrling und mit seinen 56 Jahren einer, der aus dem Rahmen fällt. Heute steht für ihn die Zwischenprüfung an, so wie für 7 andere Lehrlinge auch. Hauptsache nichts vergessen. Wir müssen alle Zutaten selber mitbringen. Wir kriegen bloß ein bisschen Werkzeug gestellt. Aber Mehl und das müssen wir alles mitnehmen. Nach und nach kommen auch die anderen Prüflinge mit ihren Utensilien. Die Spannung steigt. Hoffentlich hat jeder alles dabei. Die Öfen sind jedenfalls schon angeheizt und die Meister richten sich für die Prüfung ein. In einer halben Stunde geht es los. 3 Tage vorher. Martin Alberts Lehrstelle ist bei der Biobäckerei Neulinger in München. Nach ca. 35 Jahren als Braumeister hat Martin sich als Spätberufener dazu entschlossen, noch einmal von der Pike auf einen ganz neuen Beruf zu erlernen. Aber jetzt pressiert's. Was Martin Albert am Bäckerhandwerk mit am meisten fasziniert? Der Teig. Dieser 20 Kilo schwere Teigklumpen hat über Nacht geruht und jetzt sollen Martin und seine 3 Kollegen daraus 35 Kürbisbrote machen. Ordentlich Kraft braucht es da, aber das mag der Martin. Was mich in der alten Arbeit gestört hat, die war Schreibtischtätigkeit, dass ich nur Papier in der Hand gehabt habe, im besten Fall, ansonsten nur Daten bewegt habe. Und jetzt hast du halt was in der Hand, du spürst, bei jedem Handgriff spürst du was. Und auf die Nacht siehst, was du alles gemacht hast. Das ist ein ganz großes Maß an Zufriedenheit, das ich da kriege. Und das ist momentan auf jeden Fall Mehrwert für Geld. Beim Neulinger wird alles noch von Hand gemacht. Und das vor den Augen der Kundschaft. Denn die Backstube ist nur durch eine Plexiglaswand vom Verkaufsraum getrennt. So kann jeder dabei zuschauen, wie die knusprigen Semmeln und Reschenbrezen entstehen. Vor über 20 Jahren hat Ludwig Neulinger seine Biobäckerei in München gegründet, die inzwischen 4 Filialen hat. Die Ausbildung von Lehrlingen ist ihm eine Herzensangelegenheit. Aber einen Azubi wie den Martin Albert hat er bisher noch nicht gehabt. So, ist gut. Also wenn man eine Bewerbung kriegt vom 56-Jährigen, dann ist man zunächst natürlich ein bisschen überrascht. Habe ich gelesen und dann ist so 2 Impulse. Einmal, da man sagt, na, lieber nicht. Und das andere ist, da muss ein besonderer Mensch sein mit 56, dass er das noch mehr macht. Weil solche in einer Berufsschule sitzen mit lauter 16-jährigen Buben und Dirndl, ist natürlich so eine Herausforderung. Es sind 3 Jahre, wo man miteinander unterwegs ist. Das sollen gute 3 Jahre sein, für beide Seiten. Für die Logistik und den reibungslosen Ablauf in der Backstube ist Bäckermeister Paul Güler zuständig. Auch er war erst einmal erstaunt über den Lehrling, der 3-mal so alt ist wie die meisten anderen. Aber schnell hat er erkannt, dass das Alter auch durchaus etwas Gutes hat. Was der Vorteil ist von jemandem, der seine Ausbildung macht, der ein bisschen älterer ist, der bringt halt schon die Lebenserfahrung mit, ein bisschen Routine und diese Anpackmentalität, so wie es auch da bei Martin halt ist. Der zirkt das halt alles an sich und der nimmt das Team und führt es mit. Und dann kriegt man halt eine viel, viel schönere Gruppendynamik rein und das macht es halt im großen Ganzen macht's halt viel, viel entspannter. Zur Bäckerei gehört auch ein Café und in dem sind ausgerechnet ein paar Tage vor der Zwischenprüfung 3 Kaminkehrer zu Gast. Von Handwerk zu Handwerk versteht man sich. Ich fand es super schön, einen Vormittag da zuschauen und andere beim Arbeiten zusehen. Da wird man direkt selber ein wenig faul. Aber ihr bringt ja Martin Glück, der hat jetzt dann Zwischenprüfung. Oh, ja, dann drücken wir alle Daumen. Danke. Keine Brauer. Da kriegt der Martin von uns einen kleinen Glücksbringer zur Zwischenprüfung. Jetzt muss ich dir wieder die Nummer geben. Das darfst du schon. Das darfst du schon. Glücksbringer. Muss den Geldbeutel reintun? Nie was schief. Ja, sowieso nicht. Dankeschön. Wir drücken alles, was wir haben. Ja, genau. Ich tue dir jetzt einen Hosensack rein. Genau. Dann ziehe ich die Hosen nie wieder aus. Dann Servus. Ciao, servus. Tschüss, euch. Aber aufs Glück allein kann man sich nicht verlassen.
Und deshalb bleibt der Martin nach seinem Dienst noch in der leeren Backstube und übt für seine Zwischenprüfung. Aufs Gramm genau müssen die Produkte abgewogen werden, die er dann backen muss. Und das Pensum ist umfangreich. 4 Weizenbrote, 30 Semmeln, dann muss ich Zöpfe und Nusshärtel machen und dann muss ich noch 30 Brezen machen. In 4 Stunden. Das ist sportlich. Ja. Schafft So. man das? Ich hoffe es. Bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft, aber ich habe es auch erst 3-mal komplett durchgeübt. Also auf ein neues. Jetzt werden geflochtene Stangerl gemacht und da kommt es auf den richtigen Teig an. Also ein bisschen zu weich geworden. Da muss ich vielleicht am Rezept noch was ändern. Weil das ist jetzt schon das 3. Mal, dass er mir zu weich ist. Ich habe gemeint, das liegt an den Temperaturen, aber die haben halt passt. Dann muss man an was anderes ansetzen. Entweder ein bisschen weniger Milch rein tun oder ein bisschen mehr Mehl. Aber er ist so weich, dass die Stränge fast nicht rollen kannst. Und wenn die Stränge mal nicht schön sind, dann kannst du so gut flechten, wie du magst. Dann wird der Zopf auch nicht mehr der schönste. Das Flechten selber geht schon recht gut. Und wie schaut's mit der Prüfungsangst aus? So alt wie man ist, aber Prüfung ist Prüfung. Wenn du das zum ersten Mal machst und halt noch nicht so gut kannst, dann bist du nervös. Also ich zumindest, weil ich möchte es ja nicht nur schaffen, ich möchte es auch gut schaffen. Dann ist man entsprechend angespannt. Ja. Ein bisschen Luft nach oben ist da schon noch bei den Zöpfen, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Drei Tage später bei der Beko in Taufkirchen. Die Zwischenprüfung für Martin Albert und die anderen Lehrlinge geht dem Ende zu. Ob sie mit allem fertig geworden sind und die Produkte sich sehen lassen können? Die Prüfer der Bäckerinnung machen sich Notizen und vergeben erste Punkte. Die Kamera muss draußen vor der geschlossenen Glastür warten. Da scheint etwas erklärungsbedürftig zu sein. Ein letztes Begutachten und dann ist es soweit. Die Prüflinge verlassen den Raum. Und Martin, wie ist der erste Eindruck? Ja, zufrieden. Also ich habe alles geschafft, keine Katastrophen passiert. Ein Kollege hat zum Beispiel die Hefe vergessen, der hat keine Hefe dabei gehabt. War jetzt eine große Katastrophe, aber nein, es passt alles. Was meinst du? Hast du das geschafft? Durchfallen kann man nicht, aber es sollte eigentlich eine gute Noten werden. Die Noten werden erst in ein paar Wochen bekannt gegeben, aber Martin zieht für sich selber nach 4 Stunden Prüfung Bilanz. Ist er jetzt erleichtert? Weitestgehend, ja. Hätte alles ein wenig besser sein können, aber mei. Kaminkehrer hat Glück gebracht und ich habe ihn auch per WhatsApp weitergeschickt an die anderen, damit die auch Glück haben. Ausschauen tut es jedenfalls zum Reinbeißen gut. Noch ein Jahr Ausbildung und dann ist Martin Albert bestimmt ein richtig guter Bäcker.